I don't. Even if I can, no, I'm staying here. Yeah, I want you near. Yeah, even if I can't, I don't. Even if you want, I won't. I just wanna stay here. I just wanna be me. I don't. Even if I can, no, I'm staying here. Yeah, I want you near. Yeah, even if I can't, I don't. Even if you want, I won't. I just wanna stay here. I just wanna be me. Benny, komm! Scheiße, Volkswagen! Joy, du bist wirklich dummy hübsch. Und du bist damit voll! Oh. Bist du gekommen? Fick dich, Mann. Ey, sorry, Schatz. Ist einfach ein bisschen schnell gegangen. Hast du ein Papier? Du kannst mein Nastuch. Okay. Oh Mann. Ich gehe jetzt. Hey, nein. Warte, ist doch gleich. Ben! Hey! Hoi. Alles klar, Luca? Bist denn du drauf? Hey, wo sind der Philipp und Leonie? Die liegen irgendwo und ficken. Du, Zoe? Ich habe seinen Arsch gefickt unten im Putzräumchen. Echt? Ja, Mann. Shit. Wo ist sie jetzt? Hi. Ich glaube, sie ist hi. Hey, wenn wir zurück, noch eins saufen? Ja, voll. Willst du nicht abnehmen? Fuck. Ich komm grad. Easy. Ben, mir geht's beschissen. Wo bist du? Komm bitte raus. Frau Lienert, Hoi Ben. haben Sie Zeit zum Reden? Ich habe jetzt gerade Unterricht. Was gibt's? Die Mia und Emma sagen, Zoe komme wieder zurück. Ja, das stimmt. Ich habe 1000-mal versucht, ihre anzurufen. Und sie wollte nicht mit mir reden. Ja. Und? Ich würde gerne etwas sagen. Es geht um Zoe und den Abend. Ich kann über den Fall nicht mit dir reden, Ben. Wenn es etwas gibt, musst du die Polizei kontaktieren. Ich habe keine Lust mehr auf ein Bullengespräch. Sorry, aber ich muss wirklich... Wieso wollen Sie mir nicht helfen? Es tut mir leid, Ben, aber wir sind Tempo. Hören Sie doch einfach nur zu. Nur wenn es mit dem Unterricht zu tun hat. Okay? Aber... Alles andere musst du mit der Polizei besprechen, Ben. Hallo. Hoi. Auch auf dem Weg in die Schule. So sieht's aus. Kommst du mit mir? Weiß nicht. Ich bin mega traurig wegen dem Ganzen. Ich bin ein fucking Volltrottel. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist. All der Scheiß mit dem Alex. Ich habe gemeint, du bist in ihn verknallt gewesen. Ich hasse ihn. Ich habe keinen Bock mehr, über das zu reden. Kommst du trotzdem mit? Ist alles okay? Was soll ich in dieser Scheisskante? Da glotzen mich eh noch alle an. Scheiß auf die. Wollen wir schwänzen? Nein, das muss jetzt durchstehen.
nice, dass du wieder da bist. Bist du drauf, oder was? Oh, chill. Hoi Zoe. Hoi Sammy. Ciao Luca. Hoi. Schau mal, wer zurück ist. Hallo. Ja, was ist denn mit dem los? Ist er immer noch sauer, dass du ihn abserviert hast, oder was? Keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Ben? Schönen guten Morgen miteinander. Morgen. Zoe, Grüezi, Frau Lili. welcome back. Toll. Danke. Wir sind sehr froh, dass du wieder da bist. Ja, merci. So. Philipp, ja, willst du etwas sagen? Ich finde, wir sollten feiern, dass Zoe wieder zurück ist. Ich möchte das Glas ausgeben. Das ist sehr herzig von dir, Philipp. Ja, aber können wir nicht warten, bis wir frei haben? Oh, come on. Es tut mir wirklich leid, aber wie ihr wisst, müssen wir heute mit den Vorträgen weitermachen. Wer ist dran? Ich und der Alex. Ah ja, richtig. Ich würde sagen, wir überspringen das jetzt. Du kannst mir deine Textanalyse ja per Mail übermitteln. Ja. Gut. Die nächsten beiden, das sind der Luca und der Kasper. Habt ihr euren Vortrag parat? So, also wir erzählen euch etwas über den Malina da. Luca fängt an, er sagt, worum es in dem Kapitel geht, und ich bespreche nachher noch ein paar von den Symbolen, die da so vorkommen. Luca, du bist dran. Luca? Es handelt sich hier um eine Ich-Erzählerin. Und diese Ich-Erzählerin, sie will Nähe mit diesem Ivan. Ja, und dann ist da auch noch der Malina. Alles okay, Luca? Sie kommen einfach irgendwie nicht zurecht, alle. Das heißt, Luca? Sorry, mir ist mega schlecht. Kann ich gehen? Ja, natürlich. Also, klar. Schade. Sorry, was läuft? Ich glaube, wir machen kurz eine Pause. Ich bin gerade wieder zurück. Luca, was ist los? Alles gut. Mir ist noch ein bisschen schlecht. Wie schlecht? Ich weiß nicht. Fieber oder so. Kann ich jetzt gehen? Ja. Das heisst, weißt du, warum der Ben heute nicht da war? Vielleicht ist er krank. Kann ja sein, dass er mich angesteckt hat. Adi. Zoe, ja? Bleibst du nicht noch nach der Pause? Nein, ich glaube, ich raus. Wir langen es bis dahin. Okay. Bis bald. Tschüss. Weirder Tag, hä? Jo. Was war eigentlich mit dem Luca los? Hast du gesehen, wie er Zoe angelotzt hat? Ja, Kacke. Was ist da im Busch? Weisst du noch, letzte, wo wir den Luca und den Ben gesehen streiten? Glaubst du, es war wegen der Zoe? Ja. Mir ist nämlich etwas in den Sinn gekommen. Was? Ich glaube, der Ben und der Luca lügen. Über was? Ich glaube nicht, dass die an dem Abend von der Vergewaltigung zusammen heim sind. Und? Also, was ist, wenn es doch der Ben war? Sophie, ehrlich. Irgendwie sind wir schon mal an dem Punkt. Lass mal. Er und Zoe an der Party, die wollten doch ficken. Dort in diesem Putzräumchen. Und der Ben war hässig, dass sie über ihn gelacht hat. Du meinst, er ist aus irgendeinem Grund nochmal zurückgekommen? Vielleicht nicht bewusst. Er hat zwar eigentlich heim wollen, aber dann hat er sie draussen gefunden, ohnmächtig auf der Wiese.
Und was hat das mit dem Luca zu tun? Ich glaube, der Ben hat es ihm erzählt. Oder der Luca hat es selber gesehen, wo er raus ist. Der Alex hat ihn ja auch gesehen. Also, du glaubst, der Luca deckt den Ben? Genau. Und jetzt, wo Zoe wieder da ist, hat er ein schlechtes Gewissen. Und darum ist der Ben ausgerastet? Ja. Macht Sinn. Das würde heißen, dass es der Alex trotz allem nicht war. Jo. Hallo. Hoi, Kaffee. Hola, Chiquita. Besuch, hä? Für wer? Hey, die Alte ist viel zu vornehm zum Reden mit uns. Wo wohnt der Alex? Der Neu? Sind wir ein Liebespärchen? Geht's dir etwas an? 3, 0, 1. Messi? Kommst du ficken, oder was? Ja, genau, du kleiner Wichser. Und jetzt lass mich durch. Verschwind! Ich bin's. Sophie. Darf ich reinkommen? Was willst Da hat's ja 2 Betten. du? Ja. Ich teile mein Zimmer mit dem anderen. Bist du wirklich rausgeschmissen worden von deinem Vater? Was machst du jetzt? Hast du dir etwas überlegt? Sophie, was willst Ich muss dich etwas fragen. du? Ehrlich. Lange es nicht, dass ich wegen dir von der Schule gespickt worden bin. Was hast du denn das Gefühl, was passiert, wenn du so ein Foto von der Zoe machst? Du bist so pervers. Ich hatte dich wirklich gern gehabt. Und dann muss ich auf dem Kompi die Fotos von meiner besten Freundin. Das ist so grusig. Sorry, Sophie. Warum geht es eigentlich immer nur um Sex? Ich bin so scheissmüde von dem. Es macht alles kaputt. Willst du mir nicht einfach die Wahrheit erzählen? Hast du sie vergewaltigt oder nicht? Nein. Ich weiss genau, dass du mir nicht vertraust. Aber ich bin es nicht gewesen. Sophie, ich bin verliebt in dich. Das ist jetzt zu spät. Keep lying to me. Keep lying to me. Don't go fucking with my fantasy. Keep lying to me. Wieso bist du heute nicht in der Schule? Mir war schlecht. Wegen der Zoe? Ben, hast du ein schlechtes Gewissen? Wieso meinst du? Der Philipp und ich haben dich und den Luca letzte auf dem Pausenplatz gesehen streiten. Wegen der Zoe? Ist egal. Der Alex ist rausgeschmissen worden und wohnt jetzt in so einem Jugendheim. Hast du es gewusst? Fuck der Alex. Die Sau hat Zoe fotografiert. Aber er hat sie nicht vergewaltigt. Ich glaube nicht, dass du und der Luca nach der Party zusammen heim sind. Was glaubst du denn? Der Luca deckt dich. Du bist fucking insane. Ich habe überlegt, mit der Polizei zu reden. Mach, was du willst. Ist alles im Arsch. Was meinst du? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich kann ihr nie mit den Augen schauen. Der Zoe? Hast du sie? Einfach normal. Ich liebe sie, Gottverdammt. Was meinst du denn? Fuck alles.
Ben? Der Luca hat das mit dem Alibi erfunden. Was? Es war seine Idee. Vor der Einvernahme bei der Polizei hat er mir angerufen. Er hat gesagt, dass die sicher mich zuerst verdächtigen. Klar, ich bin ihr Schatz, wir haben Sex, meine DNA speichern und so weiter. Wenn wir also sagen, wir sind zusammen, dann bin ich unverdächtig. Klar, hat Sinn gemacht. Sinn? Super. Kaum haben wir der Polizei unsere Lüge erzählt, ist alles losgegangen, all die Gerüchte. Und dann erst habe ich angefangen zu checken, wieso der Luca das mit dem Alibi vorgeschlagen hat. Ja, wieso hätte er für mich lügen sollen? Das Alibi war für ihn selber. Der Luca war noch dort, wo ich heim bin. Ich glaube, er hat sie vergewaltigt. Keep lying to me. Keep lying to me. Don't go fucking with my fantasy. Keep lying to me. Feed me your fiction. Give me just one taste to sustain its addiction. Blissful affliction. Swallow your poison till it runs from my veins. Fills my heart with deception. Twist my perception. Baby, I've known lonely. So let me down now slowly. You know me. Tell me I'm your only. Even if it hurts. Keep lying to me. Keep lying to me. Don't go fucking with my fantasy. Keep lying to me. Tell me the story. Let's make believe. If you're lying, I'll listen. So say through your teeth. Make me a prison and throw away the key. 'Cause I know what I'm missing, and it's better than nothing. Baby, I've known lonely. So let me down now slowly. You know me. And tell me I'm your only. Tell me I'm your only. Baby, I've known lonely. So let me down now slowly. You know me. Tell me I'm your only. Even if it hurts. Keep lying to me. Keep lying to me. Oh, Hey yo, Fame ist relativ, aber stimmt das Smack ist ein bekannter Arsch. Kim Kardashian, du hast den Dude schon mal gesehen, das Tattoo schon mal gesehen. Auf einer Stage, Alben sind schon Paare in den Charts gewesen. Meine Visagen und Art charismatisch. Original, Unikat und polarisieren. Entweder man hasst den Typ oder man liebt ihn. Ich bin nicht so schön wie der Heath Ledger. Ich bin innerlich so schön wie der Mick Jagger. Kann gut sein, dass du mich ein Arschloch findest. Ich bin ein Mix aus Hank Moody und Barney Stinson. Hater sagen, ich sag ich hässlich und so. Ich schau in den Spiegel, shit ist tatsächlich so. Aber fuck it, denn ich hab einen prächtigen Flow. Wegen dem sagen Hausmann, das Weg ist da. Ansele Bölleschule.
Hey, wir gehen smoken. Warte, ich komme mit. Hey, what the fuck? Oh nein, sorry. Was soll das? Was? Wenn ihr ficken, ihr zwei? Oh, hab die Fresse, bitte. Leonie, willst du mit dem Philipp ficken? Geht dich das etwas an? Los, verpissen wir uns! Geht's dich etwas an? Hey, Mann! Ben, mein Alles Freund! fresh. Hey, ich und Zoe, hauen's. Was? Wanne? Ja, was glaubst du? Fuck, ey. Ihr könnt euch nicht alle verpissen. Komm, bleib noch ein bisschen. Nein. Du bist so eine Pfeife. Hey, tut mir verdammt leid für dich. Aber vielleicht findest du ja noch eine, die ein bisschen mitmacht. Eine, die nicht Feministin ist. Du bist so eine Pfeife. Fick dich, Ben. Peace. Hey! Oi. Alles klar, Luca? Bist denn du drauf? Hey, wo sind der Philipp und Leonie? Die liegen irgendwo und ficken. Und du, Zoe? Ich habe sie in den Arsch gefickt und im Putzräumchen. Echt? Ja, Mann. Shit. Wo ist sie jetzt? Hi. Ich glaube, sie ist hi. Anyway, wenn wir zurück, noch eins saufen. Ja, voll. Willst du nicht abnehmen? Fuck. Hey, ich komme gerade. Okay. Wer ist es? Mein Bruder. Ich glaube, ich ziehe ihn doch. Okay. Gehen wir zusammen? Ja, Ah, fuck. Was ist los? Oh nein, ich kann meinen ganzen Scheiß in der Turnhalle. Hey, weißt du was? Geh einfach schon mal. Ich bin sicher? Ja, Okay. Hey, ich rufe dir morgen an. Tschüss. Ciao. Hoi Luca, können wir reden? Wir kommen spät zu der ersten Stunde. Sorry, Sophie. Wo sind deine Eltern? Am Arbeiten. Komm, ich möchte nicht Ich spät. habe mit dem Ben geredet. Über was? Der Abend. Der Philipp und ich haben euch letzte Gehöre streiten. Und? Ihm geht's voll beschissen wegen dem. Das ist ja keine Überraschung. Luca, Was? du weißt genau, um was es geht. Nein, das weiß ich nicht. Der Alex hat Zoe nicht vergewaltigt. Von was redest du? Warum lügst du eigentlich immer weiter, Luca? Ernsthaft. Ich habe keine Lust, über das zu reden. Es stimmt nicht, dass der Ben und du zusammen heim sind. Der Ben hat mir alles erzählt. Du hast dir das ausgedacht. Der Alex hat dich an dem Abend gesehen. Er hat sich nur nicht getraut, das der Polizei zu sagen. Aber ich glaube ihm. Zoe? Zoe, wach auf. Scheiße. Oh Mann. Du hast sie vergewaltigt. Luca, Ja. ich hab so etwas. Verstehst du, was du da gemacht hast? Du musst zu der Polizei.
Ich weiß, dass es dir auch scheiße geht. Ich sehe es dir doch an. Du musst ein Geständnis ablegen. Sagen, was du gemacht hast. Das ist nicht... Katrin? Ja? Was ist? Der Luca ist zu der Polizei. Er hat zugegeben, dass er Zoe vergewaltigt hat. Was? Wir nehmen das Gespräch auf. Einverstanden? Ja. Also, Luca. Ich möchte, dass du mir erzählst, was am Samstag passiert ist. Wie soll ich? Ganz ruhig. Von Anfang an. Ihr habt eine Party in der Turnhalle gemacht. Du bist besoffen gewesen. Ja. Alle sind besoffen gewesen. Wie ist da an dem Abend gegangen? Bist du hässig oder traurig gewesen wegen etwas? Ich hatte die anderen satt. Wieso? Ich bin ihnen so egal gewesen. Wem bist du egal gewesen? Ben, der Sophie. Sophie ist deine Freundin. Ja. Gsi. Und Zoe? Wie hast du es mit der Zoe gehabt? Sie war die Freundin von Ben. Aber hast du sie nicht gefunden? Schon. Hast du irgendwie mit der Zoe interagiert an dem Abend? Also, habt ihr etwas geredet? Wir haben zusammen getanzt. Wie war das? Tanzen mit der Zoe? Hat es dich erregt? Ein bisschen. Hat sich das entwickelt? Sie ist dann mit dem Ben gegangen. Also sie haben dann zusammen Und du? Was hast du gemacht? weiter gesoffen. Wie ist das zu dem Zeitpunkt gegangen? Ich bin einfach zu gewesen. Ja, aber was hast du gefühlt, meine ich? Ich bin hässig. Hässig bin ich gewesen. Wieso bist du nicht einfach heim? Weiss nicht. Was ist denn passiert? Ich bin den Ben suchen. Ich habe ihn im Gang getroffen. Er hat gesagt, zu uns sei jetzt gegangen. Hat er noch etwas gesagt? Er hat gesagt, dass sie zusammen waren. Aha. Analsex haben sie gehabt. Aber Zoe hast du nicht gesehen? Nein. Und dann? Der Ben hat dann heim müssen zu seinem Bruder und ich in die Turnhalle meine Sachen holen. Ich habe ihm gesagt, er soll schon gehen. Hast du einen Plan gehabt? Ich wollte einfach meine Sachen holen. Sind noch andere da gewesen? Der Alex. Aber ich hatte keinen Bock, mit ihm abzuhängen. Und dann? Was hast du denn gemacht? Raus. Ich bin raus. Und? Und ich habe Zoe gesehen. Am Boden liegen beim Wäldli. Ist sie wach gewesen? Nein. Hast du sie nicht wecken? Nein. Hast du sie angelangt? Ich habe sie ein bisschen geschupft, damit sie aufwacht. Aber sie ist nicht aufgewacht. Mhm. Und was hast du denn gemacht? Keine Ahnung. Luca, du musst es erzählen. Ich bin doch... Ich meine... Ich bin doch jetzt auch einmal... Ich wollte auch mit ihr... Wie der Ben. Hast du sie ausgezogen? Ich habe keine Lust, mit ihnen über das zu reden. Das musst aber. Ich habe ihre Bluse aufgeschoben. Hast du sie berührt? Ja. Und dann? Was ist denn passiert? Ich bin doch völlig besoffen gewesen. Luca. Wieso soll ich ihnen das sagen? Sie wissen es ja.
Du hast gesagt, du willst ein Geständnis machen. Du musst es selber sagen. Ich habe ihr die Unterhose ausgezogen. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust auf mich hat. Aber sie war bewusstlos. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sie Lust hat. Wieso? Weiß nicht. Und dann hast du sie penetriert? Ja. Du hast ein Kondom benutzt? Ich hatte Angst, dass sie schwanger wird. Wieso hast du an all das denken? Du bist doch besoffen gewesen. Keine Ahnung. Ist sie währenddessen aufgewacht? Nein. Sie hat sich ein bisschen bewegt. Aber sie ist nicht aufgewacht. Was ist nachher passiert? Luca, begreifst du eigentlich, was du da gemacht hast? Nein. Wieso hast du sie liegen lassen? Ich hatte Angst. Also bist du heim? Ja. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wieso. Wir machen jetzt mal eine Pause. Ja? Das ist Katrin Lienert. Ja? Ich komme heute nicht in die Schule. Ja. Nein, klar. Ich habe gehört, du hast mit dem Luca geredet. Das ist wirklich mutig von dir, Sophie. Was soll jetzt nur sein? Ich weiss es auch nicht. Ich kann das schon anleiten, wenn es... Ich wollte es Ihnen lieber selber sagen, Martin. Guten Tag miteinander. Wir haben eine sehr traurige Nachricht. Der Luca hat heute bei der Polizei das Geständnis abgelegt, dass er zu vergewaltigt hat. Der Luca? Er kommt nicht mehr ins Friedenbier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, was machen wir jetzt? Der Luca ist bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Mehr wissen wir nicht. Eure Eltern werden noch informiert. Ich denke, ihr solltet jetzt besser alle heimgehen zu eurer Familie. Alter, Bro, der kassierst jetzt richtig. Nein! Such den Alex.
Hinten, du. Merci. Go! Oh mein Gott. Hey Alex, Verlier nicht. Hallo. wie geht's? Gut. Ich glaube, ich bin der grösste Vollidiot, der rumläuft. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Scheißegal. Ich finde, du solltest wieder ins Friedenbühl kommen. Nach der Ferien. Ich habe ein paar Kontakte zu Studentenwegis. Ich könnte ihr... Ich gehe nicht ins Bühl. Auch du das Gimmi willst wechseln, könnte ich dir helfen. Ich gehe auch nicht mehr zurück ins Gimmi. Alex, Ich will eine Schreinerlehre machen. Geld verdienen. Abhauen. du brauchst doch eine Matur. Wieso? Dann hast du alle Möglichkeiten. Du kannst an die Uni studieren, was du willst. Matur, Uni. Das ist für Leute wie ich nicht vorgesehen. Scheiße. Alles nur meine Schuld. Lohnt sich jetzt nicht, noch lange an dem rumzukatschen. Es ist einfach mies gelaufen, das ist alles. Das mit der Zoe. Alles. Ich wünschte, ich hätte dir mehr helfen können. Und wie am besten? Sie haben ja keinen Blassen, wie das ist. Wie was ist? Sich müssen durchschlagen im Leben. Aber egal, können sie auch nicht dafür. Also, ich muss. Ich bin in der Kochgruppe. Okay. Tschüss. Jo, Sophie. Hey. Ferien. Ich freue mich so, da mal rauszukommen. Ich mich auch. Ich habe übrigens überlegt, wir können ein paar Tage auf Berlin zu ein paar Clubs auschecken. Das erlauben sie uns doch nie. Aber meine Eltern eher nicht. Wir können Zoe mitnehmen. Ich glaube, da hat sie keine Lust. Hast du mit ihr geredet? Ich gehe heute Abend zu ihr. Kommt sie zurück nach der Ferien? Sie versucht, das Gimmi zu wechseln. Aber hey, ich würde schon gerne ein bisschen mit dir abhängen in der Ferien. Yes! Martin, willst du in meine Klasse? Ja, ich habe gedacht, ich komme noch mal vorbei heute in der letzten Stunde. Ich würde gerne noch ganz persönlich ein paar Sachen ansprechen. Was? Du haltest eine Rede? Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen ausnahmsweise ein bisschen mehr sagen als nur eine schöne Ferien miteinander. Ja, schön, euch alle zu sehen. Ich würde gerne die Gelegenheit ergreifen, um ein paar Sachen loszuwerden, die mir am Herzen liegen. Es war für viele von euch eine schwierige Zeit. Eine schlimme Tragödie hat euch getroffen, mit Auswirkungen auf den Unterricht, auf das soziale Leben und auf die Atmosphäre in der Schule generell. Als Rektor bin ich verantwortlich dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler aufblühen können. Und in diesem Fall bin ich oft ziemlich hilflos und habe mich gelähmt gefühlt. Und, ja, das war hart und frustrierend. Alle bei uns im Kollegium sind wir mit dieser Situation umgegangen, ja, so gut wir das eben haben können. Vor allem und ganz besonders möchte ich mich in diesem Fall bedanken bei der Katrin Lienert für ihren grossen Einsatz. Danke vielmals. Ja, danke, Katrin. Wo war ich jetzt? Ja, wenn man sagen kann, dass wir etwas gelernt haben aus dieser Situation, dann würde ich sagen, wir haben gelernt, zusammenzuheben.
Ja, es ist wichtig, dass ihr Schülerinnen und Schüler könnt auf uns bauen und zu uns könnt kommen, wenn immer irgendein Problem ist. Was labert der da eigentlich? Ich würde am liebsten raus. Türen, unsere Türen sind immer offen. Katrin, würdest du gerne etwas ergänzen? Nein. Nein. Nein, gut. Also. Ich weiß jetzt. Ja, schöne Ferien miteinander. Danke. Katrin, Hoi, Peer. bist du auf dem Heimweg? Mhm. Alles okay? Katrin, du hast gemacht, was hast du können. Da bin ich nicht so sicher. Ich schon. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich nach der Ferie einfach so wieder zurück zum Schulgehen komme. Was denn sonst? Keine Ahnung. Die jungen Menschen da, die brauchen dich. Katrin. Schöne Ferien, Peer. Gleichfalls. Say what you have to say. You always find something wrong. So, das Popcorn ist auch fertig. Cool. Danke. Du? Was läuft eigentlich mit dem Schulwechsel? Die vom Sonnenberg haben angerufen. Sieht gut aus. Es wird so komisch, wenn du nicht mehr im Friedenbühl bist. Ja. Vielleicht können wir etwas anderes zusammen machen. Gehen tanzen oder ins Kino oder gehen schwimmen oder... Ja, am Anfang wird es sicher ein bisschen stressig. Alles aufholen und so. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns an den Weekends viel sehen. Ja, voll. Was ist? Ich weiss nicht. Mal sag. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. What? Zumutbar? Ja? Tönt schlimm. Woher hast du das? Hat Ingeborg Bachmann mal gesagt. Okay. Cool. Vergiss es. Vergiss es einfach. Was? Nicht. Schon gut. I'm in love with the devil. I'm in love with the devil. I wanna fly to heaven. She don't care about me. I'm in love with the devil. I'm in love with the beast. I wanna fly her to heaven. She don't care about me. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.